Herzlich willkommen zu Viva la Movielusion. Wieder eine Special-Folge und zwar jetzt erstmal die letzte. Wir machen nochmal eine größere Recap-Folge und zwar zum Hardline Film Festival 2023 in Regensburg. Ihr werdet es nicht glauben, wer neben mir sitzt und er ist wach. Nein, es ist diesmal nicht der Mike. Es ist der unglaublich hübsche Kani. Ist tatsächlich geschafft, aber auch nur, weil wir jetzt aus dem Hotel raus müssen. Sonst hätte ich mir das jetzt nicht, oder der scheiß Mike ist heim zum Eier verstecken, weil das sonst das ganze Jahr nicht darf. Ja, dann erbarm ich mich halt und bereichere euer Leben mit meiner zärtlichen Stimme. Ja, ihr hört schon, er hat die ganze Nacht durchgearbeitet und hat Eindrücke eingefangen von der Sublime-Party. Also sehr gute Eindrücke. Eintränke, hätte ich eher gesagt. Ich bin aber nicht schuld, da geht eine große Beschuldigung raus an die Filmfressen und das Team vom Schiffers. Ihr seid schuld. Ja, aber kann man ja sagen, haben wir wieder mal neue Freunde in unserer Viva la Movielusion Herz geschlossen. Ja, neue Freunde fürs Leben gefunden. Ja. Ich sag, die sollen alle runterziehen und zu uns auf Niederbayern. Das ist immer traurig, dass die alle so weit weg wohnen. Aber ja, wahrscheinlich ist der gescheiter, wenn wir uns gerade oben im Jo singen. Genau, filmtechnisch kommen wir gleich dazu, was wir gestern so gesehen haben. Wir haben gestern Vormittag ja die Ehre gehabt und haben einige Gäste interviewen dürfen, also Regisseure und Kurzfilmregisseure sind auch Regisseure. Ja. Genau. Produzenten waren da dabei. Produzenten auch noch. Genau. Ja, und was sagst du, war eigentlich schon ganz interessant. Du hast ja ein paar Filmbeiträge aus Gründen auch nicht sehen können. Ja, also der Pressetag selber war sehr cool. Es sind wieder alles richtig geile Affen gewesen, mit denen man sich ja gern länger unterhalten hätte, aber leider waren die Zeiten natürlich begrenzt. Vor allem, weil sich der Paolo verlaufen hat. Ja, genau. Der Regisseur von, wie ist der Flowing, oder? Flowing, ja. Der hat sich erstmal verlaufen und du siehst dann, er ist irgendwo an der Tankstelle und nicht da, wo wir Interviews aufnehmen. Welche Tankstelle? Da war keine. Aber ja, Pressetag war cool, schön organisiert auch. Das war fett Respekt an die Magda, das hat sie sehr gut gemacht. Für das ihr erstes Mal, glaube ich, heuer war. Genau. Sehr schön reibungslos funktioniert die ganze Thematik. Und dann die Filme, die ersten zwei habe ich auslassen. Ich bin dann erst zu Smother dazugekommen. Drum, vielleicht erzählst du mir kurz, wie Pelikanblut und Hunter Killher war. Genau, Pelikanblut war gestern der erste Langfilm, den wir sehen durften. Und der Flo hat es ja bei uns in der Vorankündigungsfolge schon gesagt, es ist eigentlich ein älterer Film, aber in diesem Jahr gab es halt relativ schwache deutsche Beiträge. Asmafa ist also es ist zwar deutsch, aber es ist ein österreichischer Beitrag. Deutschland Plus, hat der Flo gesagt, ne? Deutschland Plus. Und weil Pelikanblut eben in der Vergangenheit nicht ganz so dieses Genre-Kino in Deutschland erreicht hat, wie es eigentlich sein sollte, hat er sich gedacht, perfekt, dann schmeißen wir doch den in das Programm mit rein. Und ich muss echt sagen, also ein Bombenfilm, wirklich. Ich glaube, der Mike hat's ja gesagt, der Film hätte genauso von A24 sein können. Kann aber sein, dass der Mike das von irgendjemand anderem geklaut hat. So wie immer. Der Mike hat keine eigenen Worte, der klaut immer nur. Aber Mike hat ja auch schon mal in die Warlex über Pelikanblut gesprochen und sagen wir mal, die Erwartungen waren hoch und sie wurden komplett erfüllt. Also es ist kein Systemsprenger im dem Sinne, also es geht zwar schon um psychische Störungen, aber es sind schon sehr viel mystische Elemente noch mit drin. Und ja, für einen deutschen Film, wo man ja ganz oft extrem aufpassen muss, dass er nicht zu sehr tatortlastig wird, war der echt top. Also ich hab eine gute Zeit gehabt. Und eine noch bessere Zeit habe ich dann gehabt bei dem zweiten Filmbeitrag, und zwar Hunter Killher. Ja, den hätte ich auch gern gesehen, aber leider nicht geschafft. Eine Mutter fängt eine neue Stelle an als Putzhilfe in einem, was ist das, wahrscheinlich ein Schreinereibetrieb oder so, und muss dann sich mit ein paar Eindringlingen auseinandersetzen, die sie, der Film heißt Hunter Killher, jagen und versuchen zu töten. Und der Mike hat bestimmt nicht sowas sagen wie, ja, aber sie ist ein perfektes Final Girl, und schlägt sie dann da so in
wie heißt die von Alien? Ellen Ripley. Genau, wie Alien Ripley dann da durch. Nur dass sie nicht von einem Alien verfolgt wird, sondern halt von, ich glaube, 4 oder 5 Tätern. Also war sehr unterhaltsam. Das Kino hat an ein paar Stellen andenklich gelacht. Wir dürfen ja nicht vergessen, gestern war ja noch kein Samstag. Und sie haben zu die Humorbeauftragten vom Hardline geschaut, ob sie lachen sollen, weil laut den Kinoregeln dürfen sie nur lachen, wenn es angemessen war. Ja, richtig. Und dann Smother, da kannst jetzt du ein bisschen was sagen. Smother, da kann ich was sagen, der war cool. Das war's. Nein, Smother war sehr stark. Wir haben ja da am Vormittag eben den Regisseur, den Ahmed Abdel Salam, schon interviewt und er hat mich da schon ein bisschen angefixt zu dem Film. Und ich bin nicht enttäuscht worden. Also es geht auch da um eine Mutter, die mit Alkoholsucht kämpft. Und hat dann also, es ist jetzt sehr metaphernlastig, das Ganze, was die Mutter da verarbeiten muss und gleichzeitig versucht nicht die Fälle von ihrer Mutter gegenüber ihrer Tochter zu wiederholen. Und war soundtechnisch Weltklasse, bildtechnisch Weltklasse, erzählerisch richtig gut, geil gespielt. Ich war sehr gefangen von dem Film. Ich auch. Also ich muss auch sagen, die Hauptdarstellerin hat einen großartigen Job gemacht und die Kinddarstellerin, da steckt, glaube ich, eine große Karriere. Ja, also ich war wirklich sehr gefangen und am Schluss sehr berührt, muss ich sagen. Ja. Aber die Tränen sind ja dann relativ schnell wieder getrocknet. Die sind sehr schnell vertrocknet. Weil dann ging's weiter mit dem Highlight. Das Highlight vom Hardline ist ja meistens so Samstag auf die Nacht. Letztes Jahr, ihr wisst es, der Kani hat Medium als Doku verwechselt und ist dann von dannen gezogen während des Films. Aber geil schön gesucht, das war schon gut. Und der Flo hat gestern in seiner Ansprache gesagt, also manche werden diesen Film lieben und die anderen werden den Film hassen. Es gibt nichts dazwischen. Genau, und wir haben laut dem Flo 7 Leute im Kino gehabt, die den Film geliebt haben. Ansonsten hat man nur Leute gehabt, die ihn gehasst haben. Outwaters, Found-Footage-Film. Ihr wisst ja mittlerweile, glaube ich, was ich für Einstellung zu Found-Footage habe. Aber der Film war einfach nur ein riesengroßer Mittelfinger ans Publikum vom Regisseur. Weil der Film lässt dich einfach mit nix zurück. Er erklärt dir nichts, er sagt dir gar nichts, du sitzt nur da und denkst da, was zur Hölle habe ich da jetzt gerade angeschaut? Und es gibt wirklich in meinen Augen auch nichts dazwischen. Du entweder findest es voll geil, weil das ist ja da total experimentell, oder du sagst ja, nein, mit sowas kann ich nichts anfangen, weil mir eben der Film nichts an die Hand gibt und ich war leider Team, kann ich nichts anfangen damit. Ich habe die ganze Zeit mir gedacht, damals wo Cloverfield, ich weiß nicht mehr, wie man das ausspricht, rausgekommen ist, da gab es ja einen Haufen Leute, die gesagt haben, sie haben aus dem Kino rausgemüssen, weil er so schwindelig geworden ist und weil er so schlecht war. Schwachköpfe. Also Cloverfield ist ein Dreck gegen die Outwaters. Da ist hier richtig Achterbahn. Also wer sich an so Schlussszenen à la Blair Witch oder so erinnert, bei Found Footage ist es ja normal, dass am Schluss dann nur noch ganz hektisch ist und dann hörst du nur noch und Rotze und Heulen und Schreien und was weiß ich, und das hast du dann bei Outwaters mal 1000. Ja. Aber der Flo hat sein Ziel erreicht. Es ist danach ausgiebig über den Film gesprochen worden. Man muss ja dazu sagen, The Outwaters war ja komplett ausverkauft. Mhm. Also er hat es zum Polarisieren gebracht und dafür steht er als Hardline. Ganz genau, also Auftrag erfüllt. Ja, gut gemacht, Flo. Danke, Flo, aber trotzdem fangst du nicht dafür. Und dann ging's zu Ende mit den Kurzfilmen, und zwar Short and Hard 2. Sehr viele spanische Beiträge wieder. Was war so dein Highlight? My Light Highlight war Lost in the Sky. Da haben wir ja auch den Regisseur und den Produzenten davor interviewt und die haben uns eben schon erzählt, sie machen da eine Art, sie wollten einen Pixar-Film machen, aber im Stil von Herr der Ringe, sprich mit so wenig CGI wie möglich, beziehungsweise sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, gar kein CGI. Und das beim Film, der im Weltall spielt, der dann also Aufnahmen zeigen soll, wie zum Beispiel die ganzen Galaxiebilder von der NASA, war anscheinend eine Herausforderung, das sie auf ein Jahr machen wollten, haben dann 6 Jahre braucht. Aber das ist unglaublich, wie krass das ausschaut. Also, das, wenn du nicht weißt vorher, dass es kein CGI dabei ist, dann kannst du sagen, ja, das ist halt nur animiert. Ja. Aber alles handgemacht und unglaublich schöne Beutel. Also, das kannst du eigentlich so als Hintergrundbildschirm schon einrichten und dann 3 Stunden laufen lassen. Das ist wie Kaminfeuer auf Netflix in 4K. Also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, dass ihr euch den anschauen könnt, dann macht's das. Also das ist es auf jeden Fall wert. Ansonsten haben die Kollegen gesagt, sie wollen eine Doku auf YouTube stellen, wo man ja dann ein bisschen sieht, wie das Ganze entstanden ist. Und da sieht man dann auch ein paar Bilder. Ist echt grandios. Also irre. Wahnsinn. Und ansonsten war It Dawns The Longest Night, fand ich noch ziemlich cool. Da treffen sie die 4 apokalyptischen Reiter.
und der Tod ist dem Tod nahe. Ja, und es ist halt einfach eine geile Zeit, wie die aktuelle Welt eigentlich gerade ausschaut. Aus Sicht, als hätten sie die apokalyptischen Reiter gemacht. Das ist, finde ich, eine sehr coole Geschichte gewesen. Und auch gerne der Stil hat auch ziemlich cool ausgeschaut, was war das, gezeichnet. Fand ich auch sehr stark. Das waren meine 2 Highlights aus dem Blog, ja. Auch wieder Spanisch. Also alles, was Spanisch angehaucht ist, auch der erste Beitrag aus Portugal, der Vortex mit einer Zeitschleifen-Thematik, super geil. Ich habe sehr viel Spaß gehabt bei La Nueva mit einer Dämonenlehrerin. Die hat dann immer Schüler umgebracht, die was falsch beantworten, oder? Wie war das? Ja, fand ich cool. Hat mich an meine Schulzeit erinnert. Ja, ja. Also wir haben auch viele gute Männer verloren in der Schule. Anscheinend waren sie nicht so gut, sonst hätten wir sie verloren. Ja, auf jeden Fall auch ein schöner Abschluss für den langen Samstag. Also für die ging ja dann der lange Samstag erstmal los. Ich war noch ein bisschen geplättet vom restlichen Tag. Ja, weil du einfach keine Selbstregulierung nicht hast und immer so saufen musst. Wo warst du zwischen Handhör, Killhör? Ich war gemütlich beim Mittagessen, habe ein Käffchen getrunken. Ja, und hast dich hingelegt. Und dann bin ich ins Hotel gegangen und hab gewichst. Ja, super. 3 Stunden lang und alles auf der Kissen. Gut, dass man das jetzt zum Schluss erst sagt. Ja, klar. Ihr merkt schon, der Podcast besteht hauptsächlich aus Liebe. Ja, vor allem aus Liebessekret. Oh Gott. So, und heute ist der grüne Abschluss. Wir werden uns Blaze anschauen. Der Flo hat uns versprochen, wir werden dabei das ein oder andere Tränchen aus den Augen drücken. Bin ich schon gespannt. Und der letzte Beitrag vom Dane Said. Dane Said. Dane Said. Was schon der Dane, eben der Said. Auch ein sehr cooles Interview, also hat uns auch sehr Spaß gemacht, sehr sympathisch. Geiler Typ, ja. Und wir gucken nämlich Bunuhan, so rum. Aus 2011. Auch, es ist tatsächlich mal keine Premiere, also den gab's anscheinend schon. Ja, ja. Das ist ja, glaube ich, das älteste Werk vom Dane Said, das sie dabei haben. Ja, stimmt, genau. Und ja, da bin ich schon gespannt, wird bestimmt auch cool. Dann gibt's erstmal ein Intermezzo mit Doll Circus. Die werden uns musikalisch heute den Nachmittag versüßen. Dann gibt's die Preisverleihung. Da bin ich selber gespannt. Ich war noch nie auf dieser Preisverleihung vom Hardline. Deswegen, ich hoffe, wir kriegen einen Preis. Normal so kriegen wir schon einen als bester Podcast der Welt. Sehr gut. Ja. Und dann ganz zum Schluss gibt's The Fist of the Condor als chilenischer Film. So sagt man's, ja. Genau, eine Deutschland-Premiere. Und der Flo hat angekündigt, ja, da wird es ein bisschen was zum Schmunzeln geben. Da bin ich ja gespannt. Ja, ansonsten schon so ein bisschen dein Vorfazit zum Hardline. Ja, geil. 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 Viel Bier, wenig Schlaf, viel Filme, coole Typen, coole TypInnen. Und ja, ab Samstag vor dem Kurzfilmblock war der Maike eigentlich weg, dann haben wir es richtig genießen können. Wie jedes Jahr, einfach geil, einfach geil. Ja. Es ist ja immer faszinierend, wenn man neue Leute hat und da trifft die halt dann einfach sagen, wow, sie hätten nie damit gerechnet, dass das für das ja eigentlich ein kleines Festival ist, das so schön, so familiär abläuft und da so geile Podcast-Typen rumlaufen. Ja, also da sind sie mal richtig überrascht, dass da so geile Podcaster rumlaufen. Aber das machen wir gern für den Flo. Genau. Dann vielen Dank, dass ihr unsere Recaps fleißig gehört habt. Es gibt nochmal Ultra-Recap. Ultra-Recap, die wird ultra fett. Ja, da werden wir dann nämlich nochmal explizit drauf eingehen. Wir wollen uns natürlich auch bei der Organisation vom Hardline jetzt schon bedanken. Bei der Magda, Karin, Flo, Dominik, alle möglichen Leute, wo ich Namen gerade vergessen habe. Und wir wollen uns natürlich auch beim Kani bedanken, der die Eröffnung großartig zusammen mit dem Flo geskriptet hat. Also da bin ich nach wie vor einfach platt über dieses Humorfeuerwerk. Das war echt eine richtige Gagschleuder. Ja. Also das war unglaublich. Du hast ja Talent für Schleudern. Fürs Schleudern bin ich sehr talentiert, ja, das ist meine Begabung. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht vom Hardline? Ja doch, aber vom Hardline. Nur vom Hardline. Nur vom Hardline. Okay. Tschüss.